So werden die berühmtesten Promis der Welt beschützt. Das Video von Wissenswert kann ich natürlich mitreden, weil ich als ja doch schon Baselbieter Weltstar kenne mich natürlich mit dem Thema sehr gut aus und haben mal schauen, wie das so bei den anderen Stars ist, ob das bei denen auch so krass ist, ob die auch Bodyguards haben oder so. Aber ich kenne mich natürlich aus in dem Thema. Bin mal gespannt, was da so passiert. Was man hier gerade gesehen hat, bekommt man eigentlich nur sehr selten vor die Kamera, denn berühmte Stars und Musiker wollen in der Öffentlichkeit eigentlich immer möglichst nah an ihren Fans sein. Doch da es nicht jeder mit ihnen gut meint, setzen Promis immer wieder auf Security-Maßnahmen Ich kenn's natürlich. wie Bodyguards, gepanzerte Autos oder völlig ausgefallene Yo, Alter. Mittel, um sich gänzlich sicher zu fühlen. In diesem Video zeigen wir euch genau, wie sich die bekanntesten Digga, stell dir das auch mal vor, du willst einfach nur durch ein Mall laufen, hure Billie Eilish, Bro. Die ist echt so fame. Stars unserer Zeit beschützen lassen. Es erwarten euch abgefahrene Gadgets, die zum Schutz von Multimilliardären eingesetzt werden, krasse Taktiken gegen aufdringliche Fans und Bodyguards, bei denen man schon beim bloßen Anblick große Angst bekommt. Bro, die Bodyguards sehen im Real Talk wirklich immer so goddamn scary aus, Alter. Ich hätte gar keinen Bock, um denen überhaupt Hallo zu sagen. Also bleibt dran, hier bei Wissenswert. Beginnen wir mit dem vermutlich einflussreichsten Paar der amerikanischen Musikindustrie, Jay-Z und Beyoncé. Ey, ich bin so wenig im amerikanischen Rap-Game oder so. Ich hätte nicht mal gewusst, dass die zusammen sind, lul. Zwar sind es die beiden Superstars schon seit Jahrzehnten gewohnt, im Scheinwerferlicht zu stehen und überall auf der Welt erkannt zu werden, jedoch sind sie Die könnten an mir vorbeilaufen zu Basel in der freien Straße, ich würde die nicht erkennen. Sicherheit besorgt als andere bekannte Ehepaare. Der Grund dafür? Aber die Frage ist immer, will man so fame wie der Jay sein? Ist vor allem ein Zwischenfall aus dem Jahr 2013, bei dem Beyoncé bei einem Konzert in Brasilien von einem Fan attackiert wurde, der sie sogar von der Bühne zerren wollte. Zwar ist der Sängerin bei dieser Aktion nichts Schlimmes passiert und sie Aber, also was ist das Ziel? Was ist das Ziel gewesen vom Fan? konnte das Konzert sogar ganz normal fortsetzen. Allerdings hat es ihren Ehemann Jay-Z dazu bewegt, mehrere Millionen Dollar in die Sicherheit von ihm und seiner Frau zu investieren. Seitdem wird das Paar in der Öffentlichkeit rund um die Uhr von einem Team aus 5 ehemaligen Geheimdienstagenten beschützt. Bro, Alter. Stellt euch einfach mal vor, so wenig Schutzmaßnahmen. Ich meine, bei mir sind ja das viel mehr. Die von ihrem Chef-Bodyguard Julius de Boer ausgewählt wurden. Der Holländer de Boer gilt in Insiderkreisen übrigens selber als einer der besten Personenschützer der Welt und begleitet Beyoncé und ihren Mann mit seinem Team überall hin. Dies ist allerdings nicht die einzige Maßnahme, die Jay-Z veranlassen ließ. Mittlerweile reisen die Musiker nämlich nur noch in sogenannten Latvia-SUVs, also Autos, die normalerweise für den Schutz Bro, Alter. Auf Tesla Dingsbums angelehnt oder Tesla der Dingsbums. von wichtigen Politikern eingesetzt werden und sogar vor Bombenangriffen schützen. Zudem hat das Paar in ihrer neuen Villa in Bel Air Ist es ihr Haus? Das Haus ist ja Maschallah, das Hübsche. auch noch ein zweites Gebäude anfertigen lassen, das nur für Security-Mitarbeiter ist und in dem sich immer mindestens 3 Wachleute aufhalten. Dass den Musikern ihre Sicherheit extrem wichtig ist, zeigt auch die Tatsache, dass sie zur Geburt ihrer Tochter Blue Ivy den Medien sogar einen falschen Geburtstermin sowie ein falsches Krankenhaus nannten, nur um sich so maximale Privatsphäre zu schaffen. Als Oha! Was für Moves einfach, lul. Einfach einfach mal ein anderes Geburtsdatum sagen, aber ja, macht Sinn. nächstes kommen wir zu Billie Eilish. Kaum eine Person ist in den Billy hat's Eilish. letzten Jahren in so kurzer Zeit so erfolgreich und berühmt geworden wie die 18-jährige Popsängerin aus Los Angeles. Mann, Digga, stell dir das mal vor, wenn du so jung bist. Also, ich meine, ich bin 21 und die ist jetzt 19. Oder ist die immer noch, ist die 18? Ist die jetzt 18? Oder ist sie schon 19? Bis vor etwa 2 Jahren führte die Musikerin dabei eigentlich ein ganz normales Teenagerleben. Heutzutage ist sie durch ihre extreme Popularität allerdings auch immer wieder Bedrohungen ausgesetzt und benötigt daher außergewöhnlichen Schutz. Ich glaube, Billie Eilish ist auch eine von der bekanntesten, die man sieht. Also,
Alle anderen Bekannten sehen wir nicht. Ich meine, die kennt man. Ich glaube, so Erwachsene wie auch Leute in unserem Alter, so, auch wegen dem Style und Zeitung und der Hype, den die hatte, ich glaube, die kennt man einfach vom Gesehen. Vor allem, da sie noch bis vor einiger Zeit bei ihren Eltern wohnte, in einem normalen Einfamilienhaus in einer eher günstigen Wohngegend, dessen Adresse sogar im Internet geleakt wurde, war sie auf Sicherheitsmaßnahmen angewiesen. Fans belagerten teilweise nämlich die Einfahrt ihres Hauses oder setzten sich in den Vorgarten. Da Billie sich laut eigener Aussage dadurch immer unsicherer und bedroht fühlte, engagierte sie einen Bodyguard, der jede Nacht im Wohnzimmer des Hauses schlief. Ja. Auch chillig, wenn echt der Bodyguard im Haus schläft. Um die Familie vor Eindringlingen zu schützen. Doch auch diese Maßnahme gab ihr kein Sicherheitsgefühl. So erklärte sie in einem Interview, dass sie starke mentale Probleme entwickelte, da sie sich zu Hause ständig beobachtet und ungeschützt fühlte. Aus diesem Grund zog sie schließlich vor einiger Zeit in die Luxusvilla ihres Bruders Phineas, die sich in einer sehr sicheren Gegend befindet und zudem 24 Stunden überwacht wird. Auch auf ihren Konzerten setzt Billie mit wachsender Bekanntheit auf immer mehr Schutzmaßnahmen. Das ist aber das Geile, wenn man wie ich auf dem Land lebt. Nein, aber ich muss wirklich sagen, da, wo ich lebe, also bei mir ist es nichts. Also ich glaube, es würde auch keiner von meinem Haus kommen. Ich habe auch nicht Angst. Aber jetzt auch mal mehr aus der Sicht gesehen von da, wo ich wohne, kann ich einfach raussteppen, wenn ich will. Ich muss nicht Angst haben, dass mich irgendjemand sieht. Also jetzt nicht bedroht werden, sondern einfach, weißt du, dass mir einfach irgendjemand kennt. Kann man das verstehen? Ach, Digga, was glaube ich für Scheiße, Bro? Wenn ich einfach in der Stadt bin, ist die Chance größer, dass mich irgendjemand kennt. Da ist mir einfach gechillt, da kann ich einfach leben, wenn ich will. Bro, ich kann da in der Unterhose in Voll gehen, sie juckt niemand. Während sie damals nach Auftritten noch zu ihren Fans ging, musste sie diese Gewohnheit beenden, da es immer wieder zu Vorfällen kam, bei denen aufgeregte Anhänger sie verletzten, bei dem Versuch, sie zu berühren. Bei dem Versuch, sie zu berühren, einfach verletzt. Bro, wie du denn jemanden berühren? Ja, geil. Der Hype um Billie Eilish für die Sängerin selber schon seit einiger Zeit ganz schön gefährlich wurde, beweist dieses Experiment einer YouTuberin, die sich in einer Shopping Mall selber als Billie Eilish ausgegeben hat. Innerhalb von wenigen Minuten stürmten zahlreiche Fans auf sie zu Jo, aber hops genommen, einfach alle hops genommen. Und obwohl sie in Begleitung von Bodyguards war, musste das Experiment wegen dem Andrang beendet und die Mall sogar geschlossen werden. Bro, wenn wegen dir ein Mall geschlossen wird, du kannst ja einfach nicht einmal mehr ein Coca-Cola kaufen. Billie Eilish selber bewegt sich aus diesem Grund meistens getarnt mit Kapuze und Sonnenbrille durch die Öffentlichkeit, wird aber trotzdem auch noch von vielen Undercover-Bodyguards begleitet. Ein weiterer Superstar, der sehr viel Geld für seine Security ausgibt, ist der amerikanische Boxer Warte jetzt, ich muss herausfinden, wer das ist. Ich habe keinen Plan. Floyd Mayweather, der Floyd Mayweather. Okay, Boxer. Kennen wir. Cool. Jahrelang der bestverdienende Sportler der Welt war. Obwohl Mayweather in seiner gesamten Karriere keinen einzigen Kampf verloren hat und bis heute als einer der gefürchtetsten Kampfsportler aller Zeiten gilt, scheint der Multimillionär sich Yo, hello, Mayweather. You wanna fight me? I got time on the 22nd of November. You can come to Basel Airport, Basel Mühlhaus, yeah. There is also a bus who drives from the airport to the boxing center and we can fight there if you getraust dich. Sehr um seine Sicherheit besorgt zu sein. Denn damit Mayweather sich nämlich stets sicher fühlt, wird er in der Öffentlichkeit nicht nur von mehreren Bodyguards Aber das ist das Geile, wenn du Boxer bist, kannst du einfach jeden Abend boxen. Brauchst du gar keine Bodyguards, lul. bewacht. Er stellt auch ziemlich harte Bedingungen dafür, dass man ihn überhaupt beschützen darf. So ist es ihm besonders wichtig, dass jeder seiner Wachmänner deutlich größer und breiter ist als er selbst. Die sind ja so big, Bro, Alter. Die sind ja so big. Ihre bloße Erscheinung soll jeden Angreifer bereits in die Flucht schlagen. Tatsächlich ist Mayweather nämlich ein beliebtes Ziel für Kriminelle, da er ausschließlich in bar bezahlt und deshalb öfter mal mit riesigen Säcken Bargeld in 5-stelligen Höhen rumläuft. Da ihn dies Ja, aber Bro, also ganz ehrlich, wenn du mit so viel Bargeld rumlaufst, dann brauchst du einfach Sicherheit. Du doch einfach mit einem Kärtchen rumlaufen und dann musst du nicht so viel für die Sicherheit ausgeben. Weil dann hast du ja mehr im Endeffekt, wenn man das mathematisch aufrechnet.
zur Zielscheibe für mögliche Überfälle machen kann, müssen seine Security Guards immer besonders wachsam sein. Doch neben solchen Bedrohungen ist Mayweather teilweise auch wütenden Fans seiner Boxgegner ausgesetzt. So mussten seine Bodyguards einmal Dutzende Anhänger von Conor McGregor abwehren, die Mayweathers Limousine belagerten. Trotz des großen Aufwandes werden seine Bodyguards auch sehr großzügig belohnt. Also, ich verstand ja, dass die Bodyguards viel Kraft haben, aber sind ja auch schnell. Also so rein Verfolgungsjagd technisch gesehen. Sie erhalten nämlich nicht nur jeweils ein Jahresgehalt von über $150.000, die Securities werden zudem nämlich auch noch oft mit Luxusuhren beschenkt und fliegen im Privatjet des Boxers um die Welt. Kommen wir nun zu einem Star, der nicht nur vor Fans beschützt werden muss, sondern auch vor seinen zahlreichen Feinden. Und zwar geht es um 6ix9ine. Also wenn ich der Dude wäre, ich hätte einfach Angst, auf die Street rumzusteppen. Auch wenn der Rapper einer der gehyptesten Musiker der Welt ist, hat er darüber hinaus auch Der Bro hat so weisse Zähne, gell? sehr gefährliche Feinde. Da 6ix9ine im Jahr 2018 als ehemaliges Gangmitglied nämlich eine Haftstrafe von 47 Jahren drohte, verriet er zahlreiche seiner ehemaligen Kollegen an die Polizei und konnte so seine Freiheitsstrafe auf 2 Jahre verkürzen. Seit Anfang 2020 ist 6ix9ine deshalb wieder auf freiem Fuß. Allerdings wird beispielsweise seine private Adresse streng geheim gehalten, damit ihm niemand etwas tun kann. Sein sogenanntes Safe House darf der Rapper nur dann verlassen, wenn er wichtige Termine zu erledigen hat, die er nicht zu Hause wahrnehmen kann. Bis Bro, Alter. Aber das macht auch keinen Bock mehr, wenn du so musst leben. vor kurzem trug er sogar eine Fußfessel und musste jeden seiner Fußfessel iced out. Schritte mit seinem Bewährungshelfer absprechen. Inzwischen sind die Regeln allerdings etwas gelockert worden. So wagt sich 6ix9ine immer wieder auch in die Öffentlichkeit, allerdings nur in Begleitung eines 22 Mann starken 22 Mann, Bro, Alter. 2 Fußballmannschaften einfach zum jemanden beschützen. Kenn ich. Security-Teams. 6 seiner Bodyguards Ey, wisst ihr, wie viele 22 Leute sind? Das sind 22 Leute, Bro. laufen in der Öffentlichkeit permanent direkt neben ihm und sind Okay, da Dude links sieht fucking scary aus. Die sind sogar vermummt. bewaffnet, während ein Teil des Teams den Rappern mit Fahrzeugen begleitet und die Lage beobachtet. Einige Mitarbeiter sind zudem vollkommen undercover und sichern mit etwas Abstand die Gegend ab, in der sich 6ix9ine aufhält. Auch seine Limousine ist vor diversen Angriffen geschützt und wie 6ix9ine erklärte, genießt er denselben Schutz wie der US-Präsident, was übrigens gar nicht weit her Ja, ich finde, 6ix9ine macht auch fast das Gleiche wie der US-Präsident. Vielleicht ist 6ix9ine sogar noch seriöser. Lul. hergeholt ist, da manche seiner Bodyguards ehemalige Secret Service Agenten sind. Riesige Menschenmassen sind immer die schwerste Herausforderung für Personenschützer. Doch während die Promis, die wir euch gezeigt haben, zwar öfter viele Menschen anziehen, so toppt niemand die K-Pop-Band BTS. Sie sind die meistgehypte Boygroup unserer Zeit mit BTS, Bro, jetzt kommen die auch noch. extrem Ich würde die nicht erkennen auf der Street. Ich würde sie straight up gar nicht erkennen. vielen Fans auf der ganzen Welt. Aus diesem Grund werden sie nicht wie Ist irgendjemand, der gerade zuschaut, so Fan von denen? Also so weißt du, so ein richtiger Fan. Weil ich kann mir das so wenig vorstellen, dass es das gibt. andere Künstler von ein paar Bodyguards beschützt, sondern gleich von einer Armee aus Polizisten, Soldaten und Personenschützern. Ähnlich wie bei Präsidenten werden nämlich auch staatliche Behörden genutzt, um die Musiker zu schützen, da die Boygroup mit etwa 50 Millionen Fans weltweit in die höchste Sicherheitsstufe eingeordnet wurde. Die Einsatzkräfte müssen stets besonders wachsam sein. Aber jetzt sind wir mal ehrlich, wenn die in die Schweiz kommen, dann bräuchte die einfach keine Bodyguards. Ist ja einfach so, die können so durch Luzern spazieren, dort hat es viele Leute vom Osten, Chinesen, Japaner, Südkoreaner, Nordkoreaner eher weniger wahrscheinlich. Die können dort rumsteppen und keiner würde es erkennen. sein und aufpassen, dass keins der 7 Bandmitglieder aus der Menschenmasse herausgedrängt wird. Oft kommt es sogar vor, dass sich Fans als Mitglieder der Crew tarnen und so versuchen, an die Band heranzukommen, was den Schutz von BTS enorm erschwert. Neben lokalen Polizeikräften, die BTS an ihren jeweiligen Auftrittsorten schützen, haben aber vor allem die bandeigenen Bodyguards
Bodyguards eine bestimmte Taktik, um die Musiker zu beschützen. Sie sind nämlich als ganz normale Passanten gekleidet, um so nicht als furchteinflößende Security aufzufallen und den Fans keine. Aber ich finde es fast geiler, wenn man eigentlich angezogen ist, also wenn man sieht, dass Securities da sind. Also das macht ja mir mehr Angst, weil erstens weiß ich es nicht und zweitens ist es so weird, fände ich, wenn du halt dort wärst und dann kommt irgendein Passant und drückt dich weg, dann weißt du jetzt nicht, ist es ein Bodyguard oder ist es irgendein normaler Dude, der einfach aggro ist. Darum, weißt du, ich rede halt aus Erfahrung, es ist klar. Angst zu machen. Als letztes kommen wir zu den krassen Schutzmaßnahmen für einen Mann, der nicht nur sehr berühmt, sondern auch unglaublich reich ist. Die Rede ist von Elon Jetzt bin ich gespannt. Musk. Der Unternehmer, der ein Vermögen von über 90 Milliarden Dollar besitzt, ist nicht nur für seine revolutionären Geschäftsideen und Produkte bekannt, sondern auch dafür, dass er ziemlich viel Geld für seine private Sicherheit ausgibt. So setzt auch er auf perfekt ausgebildete Bodyguards, die ihn sowohl in seinem privaten Anwesen in Los Angeles als auch in den zahlreichen Büros seiner Firma rund. Aber der Elon Musk, der wirkt immer so, als würde kein Fax auf das gehen. Der wirkt immer so gechillt. Um die Uhr bewachen. Während das allerdings für Menschen mit diesem Vermögen nicht ungewöhnlich ist, gibt es noch weitere Features, die dafür sorgen, dass sich der Tech-Milliardär sehr sicher fühlt. So ist jedes seiner Autos mit einem versteckten GPS-System ausgestattet, das selbst bei einer Entführung geortet werden kann. Mashallah. Außerdem hat er in seinem Haus eine riesige Smart Home Security Anlage installiert, die ihn dank künstlicher Der hat wahrscheinlich so Roboter daheim, die den beschützen. So Tesla-Roboter. Intelligenz sofort darüber informiert, ob jemand Unerwünschtes in sein Haus eindringt. Stell dir mal vor, so seine Tochter bringt einen Freund mit. Seine Anlage sagt einfach, nee, das ist nicht erwünscht. Dann muss er wieder rausgehen. Dieses System ist direkt mit seinem Smartphone verbunden. Musk hat also stets die Kontrolle über die Sicherheit in seiner Villa. Ja, chill, der tut da 12 Stunden am Tag neue Firmen gründen, 4 Stunden am Tag schafft er an der Firmen, die er schon hat, und 2 Stunden am Tag macht er noch schnell die eigene Security. Auch wenn er gerade auf Geschäftsreise ist. Und das war's auch schon mit unserem Video. Übrigens haben wir jetzt noch einen neuen Kanal Alpha Loop. Abonniere für Alpha Loop Content jede Woche. Geiles Video gesehen, Bro. Kann ich natürlich sehr, sehr relaten mit den Massnahmen, die da gemacht worden sind, ist klar. In der Schweiz ist es ein grosses Thema.